Warcraft ist ein weiterer Versuch, eine Game-Geschichte auf die grosse Leinwand zu bringen. Und in diesem Film geht es darum, dass die Welt der Orks sozusagen bedroht wird eigentlich und sie müssen flüchten von dort. Das machen sie durch so ein magisches, düsteres Portal. Durch das fallen sie nachher in die Welt der Menschen ein. Denen passt das natürlich gar nicht. Am einen Ork, am Durotan, passt das ganze Vorhaben nicht so. Er zweifelt ein bisschen an dieser ganzen Thematik. Und er sucht darum den Kontakt zu den Menschen zum Zusammenspannen und zum den gemeinsamen Find bezwingen. Mein Wissen zum Warcraft-Universum ist extrem beschränkt. Ich habe noch nie eines von den Games gespielt, sei jetzt das Warcraft oder World of Warcraft oder Hearthstone. Alles nicht gespielt. Ich kenne aber die South Park-Folge und ich kenne das. Let's do this. Leroy Dragons! Ist Warcraft ein Oscar-würdiges, dramaturgisches Meisterwerk? Nein. Überhaupt nicht. Es ist ein okay Film, und zwar auf der guten Seite von okay, sage ich jetzt mal. Vor allem, was raussticht, sind die Visuals, die ganzen Landschaften, die ganze Welt, wo der Duncan Jones, der Regisseur, da mit seinen Visual Artists geschaffen hat, ist wirklich extrem geil zum Anschauen. Es sieht cool aus. Das gilt auch für die ganzen Designs der Figuren, die sind mega cool. Der Durotan, die Hauptfigur von der Orks sozusagen, hat ein cooles Design, aber er wird ein bisschen überschattet, sage ich jetzt mal, vom Gul'dan heisst der, das ist da der Oberhexenmeister von der Orks, der sieht sehr stylisch aus. Das gleiche gilt für den Black Hand, heisst er im Original, in dem Deutsch heisst er Schwarzfaust, mit seinen zwei komischen, riesengroßen toten Köpfen von irgendwelchen Viech da oben und da riesen Wirbelsäulen, die hinten runterlaufen und alles hure Zeug. Die Menschen sehen fast ein bisschen lumpig aus gegen die Orks, weil die Orks die haben so riesen Arme und so Hämmer und was weiß ich und geben einander irgendwie auf den Grind. Und das sieht wirklich mega cool aus. Auch die Kampfszenen, die ganzen Action-Sequenzen, die sind cool. Auch wenn es ein bisschen weniger sind, als ich erwartet habe und auch gehofft habe. Das hat ein bisschen mehr vertreibt von denen. Aber die sind cool gemacht, wenn da fette Orks mit ihren riesengroßen Waffen auf die Menschen mit ihren fetten Rüstungen einhämmern und die Menschen sich dann mit ihren coolen Magiesachen und so zur Wehr setzen. Das hat wirklich definitiv seinen Reiz. Die Charaktere im Film sind meistens okay, würde ich sagen. Ich bin den meisten Charakteren relativ gleichgültig gegenüber gewesen, weil sie haben sich zu wenig Zeit genommen, um ein bisschen etwas zu erzählen über die. Auf der Ork-Seite ist der Durotan ein bisschen dort ist mir ein bisschen tief gegangen und das gleiche gilt für die Menschenseite mit dem Lothar. Das sind so die zwei einzigen Figuren, die ein bisschen Tiefe haben und wo man ein bisschen mehr weiss über sie. Der Rest ist einfach irgendwie da und entweder böse oder gut. Aber apropos böse oder gut, ich habe das wirklich cool gefunden, dass in der Geschichte nicht so erzählt worden ist, dass einfach die Orks böse sind und die Menschen gut, sondern dass es so ein bisschen verschwommen ist und man hat so ein bisschen die Seiten von beiden verstanden, warum sie es machen. Und das habe ich eigentlich cool gefunden. Ich habe das nicht so erwartet, aber die einzelnen Charaktere sind dann doch relativ platt. Das liegt nicht zwingend an den Schauspielern, die sind eigentlich alle okay für das, was zum Schaffen bekommen haben damit, aber ja, eben, das Drehbuch ist dann doch ein bisschen naja, und da würde ich sagen, liegt das Hauptproblem. Zwar wird der Film nie langweilig über die 2 Stunden, die er läuft, aber es geht extrem schnell. Das Tempo ist wirklich zackig, es wird extrem viel vorausgesetzt, dass man schon ein bisschen etwas weiss, wenn da dann fällt, ja, das ist der, das ist der, das ist der, das ist der Ort, der ist das und der kann das und dort ist das und dort ist im Fall auch noch das vorgefallen und das alles innerhalb von 5-10 Minuten, da bist du dann schnell mal überfordert, also das ist mir zumindest so gegangen. Und am Schluss heisst es, ja komm, wir gehen dort nach Wirbelsturm oder Sturmwind oder so und ich finde, ja, könnt doch. Ich bin recht positiv überrascht von Warcraft. Er geht furchtbar schnell für sich. Visuell ist er extrem ansprechend. Er sieht cool aus. Das Design von all diesen Figuren und Städten und der Welt allgemein ist cool. Ich meine, der Durotan, der Ork-Hauptfigur sozusagen, der ist so cool. Der hat seinen Zahn pierced. Und von dem her finde ich, das Fantasy-Setting ist wirklich gelungen. Das habe ich gut gefunden. Die Story ist so ein bisschen etwas und sie haben ein bisschen zu viel in einen Film reinpacken. Aber ich denke jetzt mal, es ist eigentlich ein relativ solides Grundwerk sozusagen für weitere Filme und die werden nicht auf sich warten lassen, je nachdem wie viel Geld das der Film wird einspielen.
Warcraft, der 3. Gamefilm dieses Jahr und der letzte bei uns im deutschsprachigen Raum bzw. in der Schweiz. Assassin's Creed kommt ja erst Anfang Januar 2017 raus und ich finde, Warcraft ist definitiv einer der besseren, wenn nicht einer der besten Game-Verfilmungen bis jetzt. Mein Favorit ist ja Prince of Persia und ich danke euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.